Was geht an meine Freunde? Ja, Xulu ist back am Start und heute reagieren. Blablabla. Ja, moin, Bro. Was geht an meine Freunde? Ja, Xulu ist back am Start und wir berühren. Was geht an meine Freunde? Wir sind hier gerade im Stream, schauen das Video und darauf reagieren, meine Damen und Herren. Mal schauen, ob er seine Pizza wirklich so gut macht, Maelo. Aber komm mal runter! Komm runter! Pizza ganz einfach. Lass mal schauen. Pizza ganz einfach. Oh, daheim selber machen tun wir in dem heutigen Video. Ich bin zwar nicht der beste Koch, dafür mit einem grossen Herz oder etwas Ähnlichem. Lasst doch ein Like da, wenn dir das Video gefallen hat. Mengenangabe für 2 kleine Pizzen. Oh, Pizzen, ne, Bro. Er hat es richtig gemacht. 250 Gramm Mehl, 11 Gramm Salz, Trockenhefe, Wasser, Olivenöl. Okay. Was denken wir? Mal schauen. Ich kann mal darauf reagieren. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Und ihr seht schon, ich bin in der Küche. Was ist denn hier los? Ist ganz einfach. Ich bin in der Küche, was ist denn hier los? Es ist normal, dass Asiaten in der Küche sind. Pizza, das ist los. Also ein nice Intro, muss man schon sagen. Also, dann machen wir uns doch jetzt eine Pizza, die man sich daheim zubereiten kann und die einfach benissimo schmeckt. Willkommen zum 87. Ich habe keine Ahnung, ob das Heftig geschnitten, Bro. Er muss meine Videos auch schneiden. wirklich das Wort ist auf Italienisch. From Italian. Bevor wir jetzt anfangen, muss ich aber noch sagen, ich habe selber noch nie einen Pizzateig selber gemacht. Er ist wahrscheinlich gar nicht so schwer, aber sonst bin Bro, wer hat noch nie einen Pizzatag selber gemacht? Haben wir nicht früher in der Kochschule, ist das Nummer 1 gewesen, wo man gemacht hat und gekocht hat? Jungs. Nein, doch, wahrscheinlich schon. ich immer so in die Migros gegangen und habe einfach Tomatenpüree draufgehauen. Ein paar Schinken, Mozzarella und dann habe ich eine Pizza gegeben. Was hat er gemacht? Er hat Tomatenpüree genommen, Schinken drauf da, Mozzarella und fertig. Da, nicht mal Tomatensauce, nein Bro, er nimmt Püree. Also schau, Tomatensauce ist das eine Tomate, er nimmt Tomatenpüree, wo 5-fach konzentriert wurde, Bro. Ja moin. Pizza Time. Ja gut, ich will nicht mehr länger Was noch nie eine Pizza kochen in der Schule, Alter. um heiß überreden, dann fangen wir doch Was hast du für eine Kochschule gehabt? einfach mal Er hat aber absolutes Script. Pizza zu machen. Also zuerst einmal so eine schöne für ein kurzes mathematisches Beispiel. Also wir haben hier 200 Gramm Mehl für 2 Pizzen. Wie viel Aber 200 Gramm für 2 Pizzen, Bro. Aber das sind kleine. Das sind Mini-Pizzas. würden es So viel brauche ich für Mini-Pizza. brauchen? Wie viel Mehl würden es brauchen, wenn wir 4 Pizzen würde machen? Ach, ich glaube 400, Bro. Die wir kurz überlegen. Die Formel, im Endeffekt ist die Formel scheißegal. Hauptsache ihr versteht und Ja, die Antwort ist ganz klar. Hab deine Schnurren, Alter. Einfach du mit. Kann man so machen. Nachdem wir das gemixt haben, nehmen wir heute Hefe. Wie sehen wir das auf Schweizerdeutsch? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Aber nehmen wir die Trockenhefe und tut sie hier ins Wasser drin hauen. Zack. Wenn die Hefe sich dann so ein bisschen aufgelöst hat im Wasser, dann kann man das Ganze einfach hier drin. Oh. Schwere Fehler, Jungs und Mädels. Wenn ihr eine Pizza macht und auch mit Trockenhefe arbeitet, erstens nicht einfach nur Wasser nehmen, sondern kaltes Wasser. Nicht kalt, ich bin kappa. Man nimmt warmes, also lauwarmes Wasser und man lässt es etwa 20 Minuten stehen, damit die Hefe kann arbeiten kann. Weil Hefe, das sind Bakterien und die Bakterien müssen arbeiten und die ja Luftbläschen generieren. Das heisst, sie furzen immer raus, die Bakterien, und dann gibt es Luft auch in den Teig rein. Aber du musst sie sind vertrocknet, darum musst du sie auch zuerst mal wieder aktivieren, weißt du, verstehst du, was ich meine? Aber eben, zuerst trocken Hefe in lauwarmes Wasser und etwa 20 Minuten stehen lassen und dann erst weiter verarbeiten, weil dann fängt die Hefe auch erst richtig an zu arbeiten. Weil da, wenn er jetzt das in den Teig rein verarbeitet, muss er sicher den Teig 8 Stunden ziehen lassen. Wenn nicht mehr, Bro. Wenn nicht mehr.
Aber schon nur das ist ein Fehler Nummer 1 bei diesem Pizzateig. Hohe Zack. Und dann muss man aber anfangen mit Kneten. Dann muss man das Ganze so. Ja, und wo ist das Olivenöl, Bro? Olivenöl kommt immer auch noch drin. Er hat jetzt nur Salz, Mehl und Hefe rein da mit Wasser. Verstehe ich? Ist ja auch Ineinander ein bisschen geschmeidige Sachen, kann man auch noch ein bisschen Milch drin tun, aber das ist immer Geschmackssache. einmixen. Inzwischen. Doch, das kommt. Ich habe einfach so, als ob ich das schon 100-mal gemacht habe. Und ich mache es einfach zu meinem ersten Mal. Wahrscheinlich ist alles falsch hier. Wahrscheinlich ist alles falsch. Jawohl, es ist alles falsch, Bro. Wie du der Pizza kneten, Bro. Bro, mit der Pizza darf er nicht so ruhig wie er jetzt. Er macht ja nur so. Bam, Pizza, bam, 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 bam machen, Bro. Ich darf sie verschlagen, Bro. Ich muss einfach Luft runterziehen. Bam, bam, bam. Und am Boden und bam, boom, bam, Alter. Aber, Bro, was er da macht, so. Bro, es muss Luft in den Teig reingehen. Und er darf auch nicht nur 15 Minuten stehen lassen, sondern wenn du die Hefe drin hast, aber es muss natürlich mit dem Ding reingehen. Also, das Ding muss sicher noch drin sein. Jungs, nicht Hefe, sondern das Olivenöl. Das Olivenöl fällt einfach, Bro. Wo ist das Olivenöl? Ich habe es noch nicht gesehen, außer ich bin blind. gut geht zum Falten, dann ist eigentlich der Teig Also sagen wir jetzt mal so, machen wir jetzt mal so. etwas anderes. Doch, das kommt. Ich habe einfach so, als ob ich das schon 100-mal gemacht habe. Bro, das ist das Lebensmittel, mit dem tut man nicht spielen, Bro. Ich mache es einfach zu meinem ersten Mal. Wahrscheinlich ist alles falsch hier. Dann tun wir dann hier auf das Teller drauf, relativ weit auseinander, weil das Ganze wird aufgehen. Ja, dann müssen wir das Ganze für mindestens 12 Stunden ruhen. Oh, 2 Stunden, Bro. Also, wenn du wirklich einen Baba-Pizzateig machst, und das habe ich auch gelernt von einem Pizzaiolo, und ich habe mich über Pizza schon viel informiert, weil, ja, io solo un italiano, sì, parlate perfetto. Die lassen ihren Pizzateig über die Nacht ruhen, das ist über 8 Stunden, aber 2 Stunden ist natürlich für einen Normalkonsument auch gut. Ich lasse meinen Teig immer, wenn ich Pizza mache, zwischen 3 bis 5 Stunden ziehen lassen. Dann tue ich ihn einmal verkneten, nachher 3 bis 5 Stunden ziehen lassen. Weil, wenn du ihn einmal verknetest, bringst du einmal noch mehr Luft raus und nachher ist es ein mega heftiger Teig. Glaubt mir. Aber wie schon gesagt, Olivenöl fehlt noch. Ich mache aber die effektive Pizza erst am nächsten Tag. Ah, er macht es erst am nächsten Tag. Saubere Sache. Und mein Ja, ist ein bisschen dreckig Scheiß ist komplett. Aber heisst Tüchli. Also Jungs, wenn ihr eine Pizza dann macht, dann nehmen wir am besten eine Schüssel, tun dann ein bisschen Olivenöl, ganz wenig. So, mit Einstreich Olivenöl, dann nehmen wir ein nasses, lauwarmes Tuch. Also wir es lauwarm abdecken. Also lauwarm abwaschen das Tuch und tun es dann über Ding drüber, über die Schüssel und stellen es dann am besten ans Sonnenlicht, also nicht direkt ans Sonnenlicht, aber das nicht im Kühlschrank hinein ist, sondern einfach so im Allgemeinen, damit er Zimmertemperatur hat. Das ist das Beste, dass er Zimmertemperatur hat. Weil dann kann das Bakterium, also dann kann der Hefe, kann am besten arbeiten. Und so bringt es immer mehr Luft in den Teig hin. Und desto luftiger der Teig, desto besser. Jetzt la Ruhe. 24 Stunden sind vergangen, für euch nur ein paar Sekunden. Und wie gesehen hier, der Teig, den ich gestern gemacht habe, der Teig, den Ah, und jetzt hat er plötzlich noch Folie drauf. Bro, die Luft muss irgendwo. ich gestern gemacht habe, unglaublich wie der aufgegangen ist. Man sieht Aber er ist wirklich schön aufgegangen. gar nicht mehr, dass es 2 einzelne Dinge waren. Dann machen wir doch jetzt, tun wir das Ganze jetzt einfach mal Aber jetzt ist die Frage, wie er jetzt weiterverarbeitet. Weil jetzt die Verarbeitung jetzt hier ist sehr wichtig. Ganz so. Ja, und jetzt kommt schon der erste Fehler. Du hast nachher den aufgegangenen Teig und dann darfst du nachher nicht mehr kneten. Rausnehmen, halbieren und nachher formen. Und dann ist fertig, Bro. Ausgereden. Und Ich mache das so richtig in so einer. natürlich, ein bisschen kneten musst du schon, aber nicht so wie er jetzt bam, 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 fertig kneten. Italiano. So, Ja, das hätte er vorher müssen machen. Der Teig sind wir ready. Jetzt sind wir hier. Machen das so ein bisschen zu einem Bau. Dann nehmen wir jetzt als nächstes. Und jetzt schaut, die Pizza sieht genauso groß aus, fast wie vorher, Bro. Weil er wieder die ganze Luft aus dem Pizzateig raus. Natürlich hat es jetzt noch Luft drin, aber er ist nicht mehr so luftig wie vorher, als er aufgegangen ist. Essen und du hier den Teig in 2. Und nie Messer auf Blech, Alter. Das tut mir so weh. Er hat ein scharfes Messer da und schneidet auf Blech, Alter. Oh, mein Herz, Bro. Arme Messer. Oh, was passiert da?
So. Idee, was da geht. Es geht nicht so gut, muss los. Ja, am besten nimmst du auch ein Brett für das. Oder zupfst du ihn auseinander. Oder am besten nimmst du ein Steakhorn und so braucht es nicht das im Bäcker. Tun wir den Teig zuschneiden. Zack. Und hier ist der Teig, den wir jetzt brauchen für unsere Pizza, die wir jetzt gerade machen. Jetzt machen wir uns klar den Teig dran, tun wir uns auf Aber schön, tut er nicht auswalzen, sondern macht es mit der Hand. Da muss man wirklich sagen, Pro. innen. Das ist auch gut. Du solltest immer einen drehbaren Untersetzer haben. Das ist absolut Genau für das gemacht. Viele Monate später. Ey, ich hätte niemals gedacht, dass man Am besten rührst du die Luft, Bro. Pizza aus... grosse... Und ich finde auch, eine hausgemachte Pizza muss nicht auch rund sein. Ich weiß nicht, ob ihr mir da zustimmt, lieber Chat, aber eine hausgemachte Pizza muss nicht rund sein. Pizzawürste im Endeffekt wahrscheinlich nicht, aber es wird eh. Eine hausgemachte Pizza muss nicht rund sein. Wofür? Außer du bist in einem Restaurant, aber wenn du bei dir daheim eine Pizza machst, muss sie nicht rund sein. Also ich bin der Meinung, eine Pizza muss nicht rund sein, wenn du sie bei dir daheim machst. Herz dahinter ist. Besser als das da hier kommt wahrscheinlich nicht mehr. So, wenn wir jetzt unsere Pizza hier irgendwie geformt haben, so ungefähr an einem Kreis, dann haben wir unsere Tomaten... Aber er muss aufpassen, Bro. Schaut euch den Rand an da. Aufpassen da, aufpassen da. Wenn man jetzt zufrieden ist mit der Ein bisschen Rand muss immer Menge von Tomatensauce, die drauf ist, dann Bro. kann man das Ganze dann auch gerade direkt in den Ofen holen, weil ich habe hier noch einen Ofen vorgeheizt auf das Maximum. Und Das ist auch gut, aufs Maximum vorgeheizt. dann hole ich Ja, das dann macht die Pizza nicht mehr als 7 Minuten. drin, lasse das ungefähr 3-4 Minuten. Ah, eben, er sagt also 7 Minuten ist natürlich zu hochgriffig gewesen, aber eben so 4 bis 7 Minuten. Drin backen, dass es ja, schon ein bisschen gebacken ist. Und nein, Oh, kann man danach dann hier, hier Nein. Bro, nein. Also, natürlich jetzt, er macht es natürlich gut, er tut zuerst den Teig vorbacken. Finde ich eine gute Sache. Aber ich habe jetzt gedacht, einen Pizzastein daheim. Dann geht es etwa 7 Minuten. Wenn du es so hast, kann ich es dir nicht genau sagen. Ich glaube, etwa so 12 Minuten sicher. Bis 15 Minuten. Aber wenn er sie vorbackt, ist nicht schlecht. Kann man nicht sagen. draufholen, Der Mozzarella ist halt Käse. absolut Dann billig. kann man dann im Nachhinein den gerade in den Ding einhauen, weil Mozzarella drauf. Let's go. Warum ist das so billiger Mozzarella? Kauft er doch. Und wir machen übrigens eine Pizza Margherita, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Jetzt haben wir so den Mozzarella noch ein bisschen zurecht geschnitten und dann hauen wir jetzt noch schnell in die Pizza ein. Es ist jetzt ungefähr schon Die Mozzarella immer in feine Streifen schneiden, nicht so. 2-3 Minuten im Ofen drin und das hauen wir jetzt schnell drauf. Ah, Käse, unglaublich. So, Pizza ist in dem Fall fertig. Ich hoffe, wir verbrennen wir nicht jetzt auch noch. Er hat jetzt wirklich noch 3 bis 4 Minuten drin. An der Stelle zack. So, hier, wie groß die Pizza ist. Oh. Jetzt haben wir hier so 4 Stückchen von der Pizza und jetzt habe ich wirklich Bock, mal hier zu probieren. Muss auch ein bisschen näher kommen. Oh. Aber hat er sie überhaupt gewürzt? Ich habe kein Gewürz gesehen. Ich habe vorher ein bisschen Oregano drauf gesehen, aber Salz, Pfeffer und Jetzt so. hier sehen wir hier die Pizza so. Ah, ich habe jetzt ein bisschen Oliven auf meinen Fingern, aber ich probiere es jetzt doch einfach mal. Du hast schon Oliven, einen Schlucksacker von wie viel Öl? Schlucksacker, Bro. Aber natürlich Pizza von sich aus sieht super aus. Es sind nur so kleine Details, die nicht gestimmt haben. Also, ganz Fazit nach der ersten 2 Bissen. Sie ist sicher Wirklich geil. sehr Das geil glaube ich. schmeckt die Pizza so. Ohne Witz. Also, Sie sieht auch sehr gut aus, muss man schon sagen. ich untertreibe nicht, das ist wirklich noch eine geile Pizza. Ja, jetzt schon fast das erste Stück gegessen und ich muss wirklich sagen, die Pizza ist wirklich Aber es ist so. Ben. Seht ihr das da unten? Bro, Natürlich jetzt ist der scheiß YouTube-Balken drauf, aber Nissimo. Also. Wenn man das selber macht, ist halt schon besser. Der Teig ist halt schon. Und schon Er hat völlig recht, der Teig ist besser, wenn du es selber machst. eine geile Pizza. Macht daheim, was ihr wollt mit der Pizza. Ich esse es jetzt zuerst mal. Wenn man sich eine gute Pizza gönnen, dann kann man das Kann man sie ja selber machen, man bestellt sie. Kompakt. machen. Und was auch noch gut ist, ist natürlich meinen Kanal abonnieren. Das könnt ihr machen. Lasst ein Like da. Pop. Abonnieren. Pop.
Falls euch das Video gefallen hat, das würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Natürlich ist es Ja, eine Beleidigung. und dann würde ich sagen, ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.